Herzlich willkommen, so schön bist du wieder dabei. Heute in der 6. Rauhnacht, die wir zusammen zelebrieren oder wo ich dich durch die Anleitung deiner Rauhnacht-Meditation führe. Wenn du die letzten 5 Rauhnächte nicht mit mir mitgemacht hast, hast du jetzt die Möglichkeit, in meinem YouTube-Kanal in der Playlist die kompletten Rauhnächte der letzten Woche oder dieser Woche nochmal anzugucken. Bei mir, falls du es schon mitgemacht hast, weißt du ja schon genau Bescheid, wie es jetzt weitergeht. Ich werde dir die Fragen, zu denen du später reflektierst in deiner Meditation, zuerst vorlesen. Später in der Meditation werde ich sie dir aber auch nochmal vorlesen. Also wenn du magst, kannst du diese gerne in dein Rauhnacht-Tagebuch eintragen. Du kannst es aber auch sein lassen und dich dann wirklich einfach in das Gefühl hineingeben und es nicht niederschreiben. Wir zelebrieren oder heute zelebrieren wir wie die letzten Nächte mit dem Rauchritual. Das heißt, wir haben eine Räuchermischung, die wir räuchern. Du kannst diese Räuchermischung gerne schon am Anfang vor der Meditation deinen ganzen Raum füllen. Hier ist wichtig, dass der Raum wirklich auch die Türe geschlossen ist und du dir auch bewusst bist, dass der Raum auch den Duft dieser Rauhnacht annimmt, sowie auch deine Kleider und deine Haut. Sie werden uns hier richtig benebeln sozusagen, um schön nach innen gucken zu können. Die Rauhnächte sind eine mystische Zeit, hast du vielleicht schon gemerkt oder gespürt. Achte dich auch darauf, was du für Träume hast. Man sagt auch hier, die Träume in den Rauhnächten können Weissagungen sein. Es ist die perfekte Zeit für Orakel und für Rituale, wie zum Beispiel das Tarotkarten legen oder das Pendeln oder den Teesatz lesen. Also all solche Sachen sind jetzt wunderbar zu machen oder noch viel einfacher, weil man sagt, also die Heiden oder man sagt so in den heidischen Bräuchen, dass die Rauhnächte das Ende des Jahres sind und eigentlich der Übergang zum Universellen. Man sagt auch, dass wir im übertragenen Sinn werden wir auch unsere Dämonen los mit diesem Ritual, in dem wir die Vergangenheit reflektieren und selbst reflektieren. Du dich selbst reflektierst. Ich habe extra unter dieses Video keine Musik gelegt, falls du mal Pause machen möchtest oder auch vorwärts spulen musst oder möchtest, dass du da wirklich nicht gestört wirst in deinem Ambiente. Auch sonst machst du gemütlich mit Kerzen, mit deiner Meditationsunterlage, in deinem Meditationssitz später zu kommen, vielleicht auch ein Rauhnacht-Tagebuch zu schreiben. Also dazu findest du auch gleich noch ein bisschen mehr Informationen, doch zuerst werde ich dir meine Fragen oder die Fragen, die du dir später selber stellen kannst, stellen. Und zwar reflektieren wir in der Rauhnacht, heute ist die 6., den 6. Monat des vergangenen Jahres. Das heißt, wir reflektieren heute explizit den Juni, die ganzen Ereignisse, welche im Juni stattgefunden haben. Vielleicht hattest du da spezielle Begegnungen oder Situationen, wirklich auch Ereignisse. Und das ist die Frage oder die erste Frage zu dem Monat, was ist im Juni des vergangenen Jahres passiert? Du kannst dir es gerne aufschreiben, ich wiederhole es später in der Meditation nochmal. Was ist in diesem Monat, was ist im Juni des vergangenen Jahres passiert? Die zweite Frage, was war gut und welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und mit ins neue Jahr nehmen? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und mit ins neue Jahr nehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im Juni des vergangenen Jahres erfahren? Was für Hindernisse habe ich im Juni des vergangenen Jahres erfahren? Und was soll im Juni des neuen Jahres anders sein? Was soll im Juni des neuen Jahres anders sein?
Wir befinden uns heute in der 6. Rauhnacht vom 29. auf den 30. Dezember und das Thema dieser Nacht ist Reinigung von der Vergangenheit. Dazu die erste Frage: Was für Erfahrungen trage ich noch mit mir und von welchen sollte ich mich lösen? Was für Erfahrungen trage ich noch mit mir und von welchen sollte ich mich verabschieden? Mal angenommen, hinter dem, was mir widerfahren ist, gerade das Schmerzliche, Ungerechte, das Anstrengende, stünde einer guten Absicht des Lebens. Welche könnte das sein? Angenommen, hinter dem, was mir widerfahren ist, gerade das Schmerzliche, das Ungerechte, das Anstrengende, stünde einer guten Absicht des Lebens. Welche könnte das sein? Verabschiede dich von nicht mehr gebrauchten, schmerzlichen, anstrengenden Erfahrungen und Gefühlen. Sprich es laut aus, schreibe es auf einen Zettel, verbrenne diesen oder mach eine Loslassmeditation. Verabschiede dich von nicht mehr gebrauchten, schmerzlichen, anstrengenden Erfahrungen und Gefühlen. Sprich sie laut aus, schreibe es auf einen Zettel, verbrenne diesen oder mach eine Loslassmeditation, was auch immer du da findest, was dir hilft, dich wahrlich zu verabschieden. Die letzte Frage zu diesem Abend: Was kann ich tun, um im Schlechten das Gute zu erkennen? Was kann ich tun, um im Schlechten das Gute zu erkennen? Ich freue mich sehr, bist du dabei, bist du bereit, bist du so mutig, die Rauhnächte so zu zelebrieren, dich zu reflektieren, dein Leben zu reflektieren. Gleich kommst du in die Anleitung zum Räuchern. Wenn du das alles schon kennst, kannst du da ja einfach nach vorne spulen. Und dann zum Abschluss finde ich dich oder treffe ich dich wieder für die Meditation, für die 6. Rauhnacht zum Thema Reinigung von der Vergangenheit. Ich freue mich sehr, bist du dabei. Anleitung Rauhnacht-Ritual Räuchern. Ein Kalender des vergangenen Jahres kann sehr hilfreich sein, zurückzublicken, was genau in welchem Monat passiert ist, wo die Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen stattgefunden haben. Also lege dir deinen Kalender mit bereit. Ich persönlich verwende ein Rauhnacht-Tagebuch. Es ist wunderbar, wenn du dies über mehrere Jahre machst, rückzublicken können, was sich da alles entwickelt hat, wie du dich weiter und dein Leben sich weiterentwickelt hat. Ein Feuerzeug ist natürlich benötigt, um die Kohle zu entzünden. Du brauchst einen Löffel, dein Räucherwerk, deine Kräuter-Rauhnacht-Mischung, deine Kräuter-Räuchermischung. Es gibt ganz viele verschiedene Mischungen. Da kannst du dich im Internet oder in Büchern schlau machen. In meiner Mischung ist meistens etwas Weihrauch dabei, Wacholder, Myrte, Myrrhe und noch viele weitere. Aber lass dich da selbst inspirieren und fühle heraus, welche Mischung für dich das genau Richtige ist. Du brauchst eine Räucherschale, eine hitzebeständige Schale. In diesem Falle ist sie aus Ton. Achte darauf, dass sie Füßchen hat
Da die Schale während des Räucherns ziemlich warm werden kann. Es gibt verschiedene Größen und Dicken von Kohle. Kohle kannst du in einem esoterischen Shop kaufen, aber auch bei einem Tabakhändler. Bei dem Tabakhändler ist es wohl ein bisschen günstiger. Es gibt verschiedene Dicken, da kannst du selber entscheiden, wie lange du räuchern möchtest. Je größer die Kohle, je länger kannst du räuchern. Was aber auch zu beachten ist, je kleiner, je schwieriger das Räucherwerk wirklich auf der Kohle sauber zu platzieren. Ich empfehle dir zu achten, dass deine Kohle eine leichte Kerbe hat, so dass das Räucherwerk hier einfach zu platzieren ist. Hitzebeständiger Sand darf natürlich nicht fehlen. Der hält die Hitze der Kohle von der Schale ab und macht das Ganze sicher. Nun, das Räucherwerk entzünden. Wie geht denn das ganz genau? Also, mein Tipp ist, ich empfehle dir, den hitzebeständigen Sand ungefähr 3/4 der Schale hoch einzugießen, sodass auch hier genügend Puffer von der Kohle zu deiner Schale gegeben ist. Achte darauf, dass zwischen der Schale und der Kohle genügend Platz bleibt, nicht nur um die Wärme zu dämmen, sondern auch darum, um deine verbrannte Kräutermischung auf die Seite schieben zu können, um einen neuen Aufguss zu machen. Beim Entzünden der Kohle achte darauf, am Anfang funkt sie ziemlich, vielleicht hier wirklich über deiner Räucherschale bleiben. Ja, nicht auf leicht entzündbaren Unterlagen oder brennbaren Unterlagen vollziehen. Sobald sie entzündet ist, kannst du wie eine kleine Glutkette beobachten in deiner Kohle. Auch hier ganz wichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Und nun geht es darum, zu warten, bis die komplette Kohle durchgehitzt ist. Und das zeigt sich, indem sie weiß wird. Hier siehst du schon, ein kleinerer Teil wird weiß, die Kohle fängt an zu glühen, sich zu erhitzen. Und sobald die Kohle komplett durchgehitzt ist und überall weiß, wird es Zeit, mit dem Räuchern zu beginnen. Achte immer darauf, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig deines Räucherwerkes auf die Glut legst. So ein bisschen in der Mitte, ein kleines Häufelchen ist ideal. Und auch sobald du deinen ersten Guss darauf gelegt hast, nicht mehr darin rumstochern oder nachschieben, sondern diesen Guss für diesen Moment ziehen lassen. Es ist auch wunderbar, dem Rauch einfach zuzuschauen, wie er tanzt, zu riechen, wie er dich und deinen Raum beduftet. Ganz wichtig, mit dem zweiten Aufguss erst beginnen, sobald überhaupt kein Rauch mehr aufgestiegen ist und die komplette Räucherware verbrannt ist. Danach schiebe ich die verbrannte Räucherware auf die Seite, in den Sand hinein, da glüht sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und auch hier siehst du, wie die Kohle komplett und vollständig glüht. Du kannst das Räuchern vor oder während deiner Meditation in dieser Rauhnacht vollziehen. Da entscheidest du, wie es für dich am angenehmsten, am stimmigsten ist. Doch ich lade dich ein, jetzt langsam in deine Meditation zu kommen. Rauhnacht-Meditation, die 6. Rauhnacht. Das Thema der Reinigung von der Vergangenheit. Stell
Stelle dir nun ein paar Fragen und beantworte sie ganz ehrlich zu dir selbst aus deinem Innersten. Was für Erfahrungen trage ich noch mit mir und von welchen sollte ich mich verabschieden? Angenommen, hinter dem, was mir widerfahren ist, gerade das Schmerzliche oder das Anstrengende, stünde eine gute Absicht des Lebens. Welche könnte das sein? Stelle dir vor, ohne Licht gäbe es keinen Schatten und ohne Schatten gäbe es kein Licht. Genauso ist es mit unseren Erfahrungen. Darum frage dich, was kann ich tun, um im Schlechten das Gute zu erkennen? Nun verabschiede dich, um von nicht mehr gebrauchtem, schmerzlichen, anstrengenden Erfahrungen und Gefühlen. Sprich es zum Beispiel laut aus. Schreibe es vielleicht auf einen Zettel und verbrenne diesen. Oder mach eine Loslassmeditation. Verabschiede dich von nicht mehr gebrauchtem, schmerzlichen, anstrengenden Erfahrungen und Gefühlen.
Wir blicken zurück auf den 6. Monat des vergangenen Jahres, der Juni. Die erste Frage: Was ist in diesem Monat passiert? Welche Ereignisse, Erlebnisse, vielleicht auch Begegnungen hattest du in diesem Monat? Was davon war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im Juni des vergangenen Jahres erfahren? Was soll im Juni des neuen Jahres anders sein als im Juni des vergangenen?
Verweile, wenn du magst, noch einen Moment in deiner Meditation. Ich verabschiede mich und lade dich ein, dich bei dir selbst, bei deinem Leben, bei deinem höheren Ich, bei dem Universum oder dem Kosmos, deinem Geistesführer, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest, zu bedanken. Führe deine Handflächen zusammen und deine Daumen vor dein Herz. Bedanke dich für deinen wunderschönen, gesunden Körper, mit dem du alles machen kannst, was du möchtest. Bedanke dich für deinen gesunden und klaren Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst und die Konsequenzen abwiegen kannst. Für dein Herz voller Wärme, Mitgefühl und Liebe, dich selbst und die Welt damit bereicherst. Und danke für dein wunderbares Leben in Reichtum und Fülle, voller Möglichkeiten, Geborgenheit und Sicherheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche dir nur alles Liebe, nur das Allerbeste. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, abonniere doch meinen Kanal oder schau weiter in das Video morgen Abend in verschiedene Meditationen auf meinem Kanal. Ich danke dir, nur das Beste für dich. Vielleicht bis morgen Abend. Namaste, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich.